Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse, FC Bayern Talk zum Spiel um die Goldene Ananas für uns gegen Manchester United. Ich denke, die erwartete Aufstellung, ich habe es ja vorher gesagt, wir werden die gleiche Mannschaft sehen, abgesehen von Musiala vielleicht, und genau so ist es auch gekommen. Zum Spiel an sich, erste Viertelstunde haben wir es ein bisschen schwer getan. Kimmich und Goretzka waren nicht gut. Waren wieder 2, 3 leichte Ballverluste. So länger das Spiel ging, gerade Goretzka hat defensiv auf jeden Fall eine gute Partie gespielt. Wir haben das Spiel im Griff gehabt. Ich denke, Tuchel wird hochzufrieden sein. Werde ich ja gleich noch in der PK-Reaction hören, denke ich. Ich denke, das war das Spiel, wie Tuchel sich Fußball vorstellt. 60% Ballbesitz. Nicht viele Fehler gehabt diesmal. Zumindest nach der ersten Viertelstunde nicht mehr raus. Die erste Viertelstunde, 20 Minuten. Ja. Wie gesagt, den Ball in den eigenen Reihen gehalten. War schon okay. Nach dem Spiel gegen Frankfurt kann man das schon verstehen, dass man da jetzt nicht irgendwie Holadri-Fitti-Fußball zeigt oder auch zeigen kann. Im Hinblick auf Stuttgart, werden wir sehen, was am Sonntag wert ist. Ja, ganz einfache Kiste. Ich denke, gegen Stuttgart muss auf jeden Fall eine Leistungssteigerung kommen. Gerade offensiv haben wir wieder keinerlei Ideen gehabt. Der einzige, den ich da herausheben würde, wäre Harry Kane. Der für mich heute der beste Mann auf dem Platz war von uns. Manche haben sich reingebissen. Davis ist noch hervorzuheben. Dafür, dass er so katastrophal schlecht war, die letzten Spiele, war es heute ein gutes Spiel. Coman, hat das Tor gemacht, ja, na klar. Ansonsten war es wieder ein sehr, sehr schwieriges Spiel, war aber auch um Längen auffälliger wie Sané. Sané hat nach einer Viertelstunde keine Lust mehr gehabt, nachdem er zweimal abgewunken hat. Ja. Was soll ich sagen, wir haben das Spiel im Griff gehabt. Wir haben das gemacht, was man machen muss. Wir hatten keinen Druck. Manchester war unter Zugzwang, hat es nicht hingekriegt. Von Manchester United bin ich maßlos enttäuscht. Allein von den Fans bin ich maßlos enttäuscht. Das Stadion war super leise. Man hat fast nur die Bayern-Fans gehört. Ja, darf mal Lob und Anerkennung für 90 Minuten Vollgas. Selber schuld, kann man da nur sagen. Ja, in so einem Spiel, wo es noch darum geht, selbst nur Dritter zu werden und in der Europa League weiter zu spielen, da so ein totes Stadion vorzufinden, habe ich nicht verstanden. Ja. Das hilft der Mannschaft ja nicht weiter. Das verunsichert die Mannschaft ja eher noch mehr, wenn du da so ein totes Stadion zu Hause hast. Also fand ich ganz wild für ein Champions League Spiel, da nur Stimmung. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht irgendwelche Fanproteste gab, keine Ahnung, bin ich nicht drinne. Ist auf jeden Fall aufgefallen. Ansonsten hat Manchester versucht, was sie konnten. Wie man gesehen hat, war das nicht viel. Auf der anderen Seite bei uns halt auch nicht. Ja, es waren viele so diese Halbchancen. Ja, der letzte Ball nicht gepasst, gerade bei uns. Ich kann mich an 2 Szenen von Sané erinnern. Sonst immer der super Egoist und heute wollte er den Ball dann immer irgendwie ablegen. Auf jemanden, der nicht da war. Keine Ahnung. Wild. Auf Manchester Seite genauso. Also wenn Manchester da einen vernünftigen Stürmer vorne drin gehabt hätte, hätte das anders ausgesehen. Hätte Fahrradkette haben sie nicht gehabt. Von daher, war es okay. Ja. War eine Reaktion auf jeden Fall. Man hat gesehen, dass die Spieler wollen. Ja, das war wichtig. Man hat auch gesehen, dass heute auf jeden Fall die Einstellung bei vielen gepasst hat. Bei nicht allen, wie ich fand, bei vielen aber, so gerade so ein Goretzka, der viel Löcher gestopft hat. Auch ein Kimmich, der sich wirklich zurückgehalten hat, was die Offensive anbelangt, teilweise. Das Zusammenspiel, wir haben heute auf jeden Fall wieder mit einer Doppel-6 gespielt, oder Doppel-8, wie immer ihr das sehen wollt, haben wir ganz klar gesehen. Und man hat auch gesehen, dass uns das sehr, sehr gut getan hat. Ja. Auch ein Kimmich hat sich mal wieder sehr tief zwischen die Innenverteidiger fallen lassen, aber auch mal ein Goretzka. Das war ein gutes Wechselspiel, das hat gut geklappt. Gut, Manchester hat uns jetzt auch nicht wirklich gefordert, muss man ehrlicherweise sagen.
Und nochmal, Kimmich hat da wieder 2, 3, 4 sehr brenzliche Situationen, gerade auch wieder da am eigenen 16er und so eine Faxen Ballverluste. Ja, zum Glück war Leon da, muss man sagen, der hat viel ausgebügelt heute, wie ich fand. Harry Kane, gerade die erste Viertelstunde, Alter, hat er eher den Achter gespielt. Ja. Irgendwie 10 Meter vor Kimmich und Goretzka, also ganz wild. Keine Ahnung, hat viel gearbeitet für die Mannschaft, war richtig mannschaftsdienlich am Ackern, Harry Kane, also wild, ja, wirklich wild. Dadurch hat er ab und wann vorne halt gefehlt, hat aber dann, ja, war der Spieler, der, wenn was Gefährliches war, das eingeleitet hat. Ja, Musiala war noch im Aktivposten auf jeden Fall, da sieht man, dass er uns gut tut im Spiel. Aber wir hatten heute teilweise auch richtig Platz und haben das mal wieder gar nicht genutzt, ja. Aber nochmal, ja, wir mussten nicht mehr machen, wie wir gemacht haben. Wir haben das Spiel 1:0 gewonnen. Von daher, alles tutti. Schmeiß mal einen Blick in die Statistiken, würde ich sagen. In der Champions League funktioniert das auf der Bayern-Seite. Fragt mich nicht warum. Also, wir können auch nochmal aktualisieren. Ist ja immer so kurz nach Abpfiff immer ein bisschen tricky. Also, ihr seht, 40-60% Ballbesitz. Fouls ausgeglichen, Zweikämpfe ausgeglichen, Schüsse aufs Tor 1-3, Schüsse insgesamt 15. Da sieht man schon, dass es ein super, ja, ein Spiel ohne viele Chancen war. Ja, also klare Schüsse. Ich überlege gerade, unsere Schüsse aufs Tor waren zweimal irgendwelche Fernschüsse da in der ersten Halbzeit und der dritte Schuss aufs Tor war King, wo er das Tor gemacht hat. Das war alles. Also Ecken 4-2. Ich meine, wir hätten sogar 3 Ecken gehabt, oder? Die dritte Ecke war doch die, wo Harry Kane da noch frei zum Kopfball kam aus 11 Metern. Aber vielleicht hat sie der Reporter vertan, vielleicht auch hier die Statistik. Ich kann es euch nicht sagen. Ist auch Wurst. Angekommene Pässe 532, Flanken 11-7. Schüsse insgesamt. Coman 1, Kimmich 1, Kane 1. Torschussvorlagen, Heavy eine, ja. Wir haben nur ein Tor gewonnen, Zweikämpfe. Coman 8, Upa 6. Davis 5. Ballkontakte 100 Upa, 95 Kim, 91 Kimmich, gefoult worden. Können wir uns wie immer schenken. Nochmal, wir müssen dem Spiel nicht überbewerten oder eigentlich gar nicht bewerten. Ja. Wir haben das gemacht, was man machen muss. Wir haben den Ball in den eigenen Reihen gehalten. Wir haben keinen Drang gehabt, nach vorne irgendwie uns jetzt zu offenbaren und irgendwelche Konter zu laufen. Wofür? Von daher völlig legitim, wie wir gespielt haben. Das Spiel sagt absolut nichts aus, wie wir Sonntag spielen werden, meiner Meinung nach. Klar, die Aufstellung wird dieselbe sein wie heute. Die Startelf wird 1:1 gegen Stuttgart sein. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Was auch okay ist, heute war keiner, der so richtig schlecht war. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Es war auf jeden Fall eine Reaktion da. Ja, man hat mehr als Team zusammengearbeitet, man hat sich mehr gegenseitig geholfen. Warum man dann so einen Aussetzer gegen Frankfurt hatte, ich weiß es nicht. Soll ich nicht sagen. Darum soll es aber auch nicht mehr gehen. Also, am Ende des Tages verdient gewonnen. Erschreckend schwaches Manchester United. Totes Stadion in Manchester. So, dass auch nie irgendwie mal Feuer aufkam, mal Emotionen aufkamen. Es war ein super, nicht langweilig, aber ja, es war ein Spiel, wo man sich nicht aufregen musste jetzt aus Fanseite. Ja, man hat sich's angeguckt, schön chillig. Alles gut. Wir haben keinen schlechten Fußball gespielt, wir haben den Ball in den Reihen gehalten, wir haben ab und wann ein paar Kombinationen gehabt, versucht. Das letzte Drittel hat nicht gepasst. Ja, der letzte Ball oder der letzte Schuss, immer die falschen Entscheidungen getroffen. Das kennen wir schon. Ansonsten war es ordentlich. Nicht besonders gut, nicht schlecht. Es war ordentlich. Gut, damit gehen wir auch rein in die Benotung. Ja, wenn wir so eine Spielnote nehmen würden, würde ich sagen, war eine 3. Neuer würde ich heute auch bei einer 3 sehen. Hat sich keine Fehler erlaubt, war zweimal weit draußen zur Stelle. Alles gut. Upa sehe ich auch bei einer 3. Davis will ich bei einer guten 3 sehen. War die richtige Reaktion heute. War super stabil in den Zweikämpfen. Auch wenn er mal was selten war, den Ball verloren hat er direkt nachgesetzt. War heute aber auch wirklich mal mit Offensivdrang da. Ja, war nicht so wie auf der anderen Seite Mazraoui,
wo man wieder das Gefühl hat, so 20 Meter, dann bleibe ich stehen, spiele den Ball ab, weiter darf ich nicht. Das war beim Davis anders heute. Aber das ist generell beim Davis besser, wenn Musiala auf dem Feld ist. Die beiden verstehen sich gut. Das hat man schon oft gesehen, wenn die beide auf dem Feld sind. Und dass da mehr Zutrauen ist, mehr Verständnis vielleicht auch, ich weiß es nicht. Hat mir gut gefallen heute von sie. Ja? Sowohl defensiv als auch offensiv. Ja, defensiv 1, 2 Wackler wieder drin, aber das ist normal bei ihm. Aber hat heute gebissen, hat geackert, hat gekämpft, hat mir gut gefallen. Mazraoui hat mir eigentlich auch gut gefallen, würde ich bei einer 3 sehen. Ich weiß nicht, ob er vielleicht einen Schlag gekriegt hat, deswegen vielleicht ausgewechselt wurde. Ansonsten gab es für mich keinen Grund, ihn auszuwechseln. Ich hätte zur Halbzeit eher einen Kimmich ausgewechselt und Conny Leimer gebracht. So, Kimmich war für mich so erste Halbzeit so neben Sané, der ein bisschen abgefallen ist. Ja, habe ich gesagt, sehe ich bei einer 3, hat seinen Job ordentlich gemacht. Was aber auch daran lag, dass ein Coman extrem mit nach hinten gearbeitet hat. Ja. Das muss man den King heute mal zugute halten, auch wenn es nach vorne nicht gut war. Erste Halbzeit, erste halbe Stunde vor allen Dingen, konnte keine Akzente setzen, großartig, wurde aber umso länger das Spiel ging, immer einen Tacken stärker, war okay. Aber gerade defensiv hat er saustark mitgearbeitet. Ne? Die ganze Mannschaft heute, mal abgesehen vom Sané, der nicht so richtig Bock hatte, war das gut. Min-Jae auch eine Note 3 heute, war stabil. Ja, einmal einen kleinen Wackler, den er selber wieder ausgebügelt hat. Kopfball ist ja sowieso stark. War okay. Ja, Leon sehe ich heute auch bei einer guten 3, 3 plus, würde ich sagen. Auch er am Anfang noch 1, 2 Schnitzer drin gehabt, ja. Aber war für mich dann doch der defensiv stärker war im Mittelfeld, ja. Der auch dann wirklich die Lücken geschlossen hat, der sich auch immer wieder angeboten hat, ja. Immer wieder fallen lassen, immer wieder angeboten, dass eine Anspielstation da ist. Stand nicht einfach so wie in Frankfurt einfach irgendwo rum und hat gewartet. Das hat mir gut gefallen. Ich denke aber auch heute, dass die Anweisung klar war, dass es eine Doppel-6 ist. Ja, ich weiß nicht, warum das gegen Frankfurt wieder anders war. I don't know. Da sieht man sofort, dass unser Spiel halt ein komplett anderes ist. Ja, muss man einfach so sagen. Ja, King hat das Tor gemacht. Ich sehe ihn bei einer 3. Wie gesagt, am Anfang sehr schwach, sehr nervös, will ich jetzt nicht sagen, aber noch in der Offensive kam gar nichts zustande. Ja. Hat dafür defensiv gut mitgearbeitet, muss man ganz klar sagen. Hat dann das Tor gemacht, den muss er auch machen. Super herausgespielt natürlich. Müller da gut gestört, dass der Ball durchgeht zu Harry Kane. Und ja, wer hätte das Tor sonst auflegen sollen? Ja. Harry Kane für mich der aktivste vorne und im Mittelfeld. Ja, gerade die ersten 20, 30 Minuten. Ja, weiß ich nicht, wo ein Harry Kane war, Alter. Der hat alles gespielt. Ja. Von der 8 bis 10, bis 9. Teilweise die 6. Also ganz wilde Vorstellung. Hat sich super viel geackert, super in den Dienst der Mannschaft gestellt. Ja, wie gesagt, King sehe ich bei einer 3. Kimmich sehe ich bei einer schlechten 3. Kimmich hat wieder viele falsche Entscheidungen getroffen. Wieder dieses, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Dieses lethargische Zweikampfverhalten in der Defensive, dann wieder, es waren Räume da, was macht ein Kimmich? Nimmt den Ball, läuft mit dem Ball, mit seinem wahnsinnigen Speed, den er besitzt, 30 Meter, um den Ball dann über 2 Meter zu dem Spieler zu spielen, anstatt ihn einfach von der Position, wo er den Ball bekommen hat, direkt auf den Spieler zu spielen. Also Kimmich hat das Spiel heute super lahmarschig gemacht, mal wieder, wenn es nach vorne ging, das Spiel komplett verschleppt. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das so gewollt war von Tuchel. Lieber heute Sicherheit und Ruhe bewahren, bla, Sülz. Kann ich mir schon gut vorstellen, aber ja, von daher für mich Kimmich eher eine 3-. Sané dasselbe. Ja, Sané war für mich nach einer Viertelstunde, wie gesagt, zweimal abgewunken, zweimal stehen geblieben. Ja, hat dann trotzdem nochmal 2, 3 Aktionen nach vorne gehabt, hat heute aber defensiv wenig versucht oder wenig mitgearbeitet, ist oft stehen geblieben. Sehe ich auch bei einer 3-. Musiala sehe ich bei einer 3. Kam schwer rein ins Spiel. War dann aber schon Aktivposten. Ja, hat den Ball oft dann auch mal ein paar Meter getragen, wo dann kein Raum war unbedingt. Hat jetzt aber auch nicht die zündende Idee gehabt. Der wird auch noch ein bisschen brauchen nach seiner Verletzung. Alles gut.
War eine ordentliche Vorstellung und Harry Kane sich auch bei einer guten 3. Hat leider kein Tor gemacht, ja. Hat sich aber, wie gesagt, die erste Viertelstunde, ich denke mal, war auch wahrscheinlich so gewollt, erste Viertelstunde, ersten 20 Minuten komplett in den Dienst der Mannschaft gestellt. Ja, war mehr der Achter als wie alles andere. Ja, und hat trotzdem dafür gesorgt, wenn es gefährliche Aktionen waren vorne, wurden sie von Harry Kane eingeleitet. Also immer wieder ein Phänomen, welche Spielmacherqualitäten er besitzt. Also ganz wild. Ja, Mathys Tel konnte nicht mehr viele Akzente setzen. Thomas Müller konnte auch nicht so viele Akzente setzen. Hat aber da gut gestört. Hat wie immer, wenn Müller reinkommt, der versucht, er rennt, er macht, er ackert, macht und tut. Das war okay. Conny Leimer können wir bewerten mit 45 Minuten. Will ich auch bei einer 3 sehen. War jetzt nicht super auffällig. Aber auch da, wir waren einfach auf Ballbesitz, Sicherheit, Ballsicherheit bedacht, den Ball in die eigenen Reihen halten. Ja, deswegen denke ich, wird ein Tuchel hoch zufrieden sein, wird ihm gefallen haben, das Spiel. Guerrero dann für 1 Minute eingewechselt. Ja, gut. Na, sei es drum. Ich dachte, wie gesagt, zur Halbzeit so, wow, Conny Leimer kommt rein. Ich dachte mir, ja, ist bestimmt der Kimmich raus. Endlich setzt er mal ein Zeichen. Oder Goretzka, die waren beide jetzt nicht so überragend in der ersten Halbzeit. Dachte ich, ja, komm, wir wollen doch noch mal hier ein bisschen was zeigen. Bringen Conny ins Mittelfeld. Ja, leider war es nicht der Fall. Aber gut, am Ende des Tages, ja, haben wir in einem sehr chancenarmen Fußballspiel, was aber nicht langweilig war, was okay war, haben wir 1:0 gewonnen, haben die Prämie mitgenommen. Chaka, ja. Kopenhagen, Gruppenzweiter, Glückwunsch dazu. Manchester United komplett raus aus dem Europapokal. Ganz ehrlich, wenn man in dem Stadion da keine Stimmung macht, das dann so hinnimmt alles irgendwie von Fanseite her, dann ist man irgendwo auch selber schuld. Ja. Nochmal, wenn es da irgendwelche Gründe für gibt, ich kenne sie nicht, alles gut. Ja, mehr brauchen wir zu dem Spiel gar nicht sagen. Wir brauchen das nicht großartig bewerten, das ist ähnlich wie Kopenhagen. Das Ergebnis ist am Ende des Tages Wurst. Wichtig war, ob eine Reaktion zu sehen ist. Man hat gesehen, dass die Jungs wollen auf jeden Fall. Man hat gesehen, dass manche Spieler sehr engagiert waren. Davis, auch Mazraoui war okay. Goretzka war super engagiert, ja, hat super viel ausgebügelt für die gesamte Mannschaft. Harry Kane, super stark vorangegangen. Coman hat sich reingebissen, hat sich schwer getan. Von Leroy war ich enttäuscht. Ja, hat viel zu wenig gemacht für das Potenzial, was er besitzt. War auch die erste Zeit gar nicht eingebunden im Spiel, weil er sich gar nicht irgendwie groß gezeigt hat. Ja, und dann gucken wir jetzt mal, was davon am Sonntag übrig bleibt gegen Stuttgart. Wir können davon ausgehen, dass wir ähnlich spielen werden wie heute. Ja, ich glaube nicht, dass wir aggressiv attackieren werden, dass wir versuchen werden, nach vorne zu spielen. Großartig in den ersten 20, 30 Minuten. Ich glaube, wir werden so einen ähnlichen Start sehen wie gegen Manchester United. Wir werden versuchen, den Ball in einen reinzuhalten, erstmal Ruhe reinzukriegen, erstmal Sicherheit reinzukriegen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Wer weiß, vielleicht überrascht der Tuchel uns ja auch mal und wir versuchen mal unser Spiel durchzudrücken. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel am Sonntag, ich freue mich drauf. Das wird auf jeden Fall ein Fußballfest werden. Hoffen wir, dass wir der Leistung, die wir heute gesehen haben, so teilweise Mannschaftsleistung, ja, können wir drauf aufbauen. Was mir ein bisschen Sorge macht, ist immer noch der Unsicherheitsfaktor Kimmich. Sorry, Leute, dass wir wieder beim Thema Kimmich sind. Aber er war heute auch wieder, ja, da muss mehr kommen. Ich weiß nicht, er scheint gerade ein Formtief zu haben. Ich würde mir wünschen, dass ein Leimer Goretzka anfangen würde gegen Stuttgart. Wird natürlich niemals passieren, aber ja. Das Thema brauchen wir jetzt hier nicht anfangen. Hier geht es nur um das Spiel. Dazu haben wir alles gesagt. Und sagt mir gerne eure Meinung dazu. Rot-weiße Grüße gehen raus. Und dann sehen wir uns, ja, Sonntag nach dem Spiel, spätestens Montag im Stream.
Vielleicht auch schon am Freitag. Ich weiß nicht, wann PK für das Spiel gegen Stuttgart kommt. Und ansonsten könnt ihr euch jetzt gleich noch die Reaction auf die PK angucken. Ich denke, Tuchel wird hochzufrieden sein. Alles andere wird mich überraschen. Ich bin mal gespannt, was er zu sagen hat. In diesem Sinne, tschüssi.